Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. So, sind wir jetzt mal hier in Lillys Haus, erstmal flattern, wie sie das gehört, einfach mal immer alles durchsuchen. Was? Das Mondvolk? Ja, ich habe davon gehört, es soll ein merkwürdiges Schattenwesen sein. Bergspitze ganz in der Nähe ist zu ihrer Heimatwoche. Magst du dort hier? Ah, noch nicht. Vielleicht ist es ja besser so, denn niemand kann ahnen, was uns da erwartet. Ach, ich habe doch so eine Ahnung. Ein schönes Dorf, der Wind ist so erfrischend. Siehst du mal. So. Mit den Großeltern retten wir jetzt auch nochmal. Opa, was geht ab? Triff einen alten Mann im Dorf, er hat etwas zur Sache. Okay. Ich spüre, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Ah, seid nur nicht so pessimistisch. Alter Mann im Dorf. Alter Mann. Bisher haben wir nur blauhorige Männer und blonde Frauen hier gesehen. Schon ein merkwürdiges Völkchen hier. Hoch, jetzt ist hier zu. Okay. Die verbauen uns hier da alles zu, oder was? Die bauen uns hier alles zu, so rum. Ich habe bisher noch keine Kinder gesehen. Ah ne, Quatsch, da ohne war nicht. Da ohne war der Stern, aber hier auch war. Tja. Da guckst blöd, ne? Da kommen wir auch nicht durch. Hier können wir an der grünen A-Larve und uns durch die Wand durchkloppen. Das geht leider auch nicht. Ach ja. Erlaub. Dann wird das wohl so sein, ne? Ein alter Mann hier im Dorf. Also ich habe hier wirklich keiner gesehen, ob er sieht wieder irgendwelche Sachen. Ich erzählt wieder nur selber. Und hier, ne? Renn! Zack. Huch, da ist er ja, der alte Mann. Die Inka-Statue! Du hast sie gefunden! Meine Anerkennung gebührt dir! Du wurdest von der Götter gesandt, um das Rätsel der Inkas zu lösen! Hör die Legende, die man sich hier erzählt! Platzier die Statue auf dem Larai-Riff unter der Ruine! Da, wo der Odem der Götter sie verschont! Der Wind im Tal wird dich zum legendären Goldschiff führen! Wicht, was machen musst, ich pack das gezwirrtes Maul! Ja, das weiß ich. Gerüchte besagen, dass es Mondfolge weiter besitzt. Lass Lili dich dort hingeleiten, aber hüt dich! Ach Gott, ist so gut, bevor du noch vom Stängel fällst, du alter Geist. Bist ja auch schon ganz blass. Dann machen wir das doch lieber so und retten doch mal mit der Lilly drüber, was der alte Mann uns so arg haucht hat. Geistererscheinung von so einem Opa. So, dann erzählen wir doch mal, Lilly, ne? Ja, das Mondvolk, ja, das erzählt immer noch dasselbe. Dann retten wir erst mal mit dem Opa nochmal. Opa. Ja, das haben wir schon. Ich glaube, ein älterer Mann als den wird es auch im Spiel kaum noch geben. Dann gehen wir halt zur Mondvolk-Ruine, ne? Ja, gehen wir doch mal hier. Ich wäre euch Führer. Ich gehe mit, ich will auch das Mondvolk sehen. Ich war wie gefangen in dem Schloss. Jetzt möchte ich alles hören und sehen. Nee, das ist zu gefährlich, Frau Prinzessin. Wenn du Will nicht verärgern willst, solltest du einfach hier warten. Ich scheine die einzigste zu sein, die nicht mitgenommen wird. Das wäre ich Oberlola, Sache. Buh. Ja, ist das ja leid. Sie ist beleidigt. Das ist die beste Medizin für so arrogante Göre. Der Bergpfad wird schwer zu bewältigen sein, doch wir geben unser Bestes. Will und Lilly begeben sich zum Gipfel. Da lebt's Mondvolk. Gut, das haben wir jetzt mal uns verdient. Die Runde Clara frei. Also, ja, auf rechts waren schon die Inka-Ruine zu sehen. Aber wir gehen erstmal dorthin zum Mondvolk. Mondvolk-Siedlung. Wer hätte es gedacht? Und irgendwas in einem Goldschiff haben wir gehört. So. Puh, wir sind am Ziel. Das ist das Dorf vom Mondvolk. Okay, sie klebt uns jetzt auch an der Backe. Ein düsteres Flüstern. Seid gegrüßt. Was ist euer Begehr? Wer spricht denn da? Körper aus Luft, schweflicher Duft. Wer? Was bist du? Vermut. Der Meister der Kriege, der Herr der fliegende Priester der Ziegen. Anna. Oh, der Meister der Kriege. Falsch. Wir sind das Volk des Mondes, auch bekannt als die Schatten. Hui, da kommen sie. Die Xistrianer. Der Komet ist der Bringer der Zerstörung, dessen Licht alle Wesen verändert hat. Er ist ein Überbleibsel von einem Krieg, der längst vergangen ist.
Gibt's keinen Kummer? Nee, ihr seid zu schwach und zu trotze. Nett. Danke für dieses kryptische Gespräch. Der zieht jetzt einmal wie ich die Schnut. Einer von meinen wurde entführt. Weißt du, wo er ist? Allerdings. Jemand wartet schon auf dich. Und du? Wo immer es Licht gibt, gibt's auch das Dunkel. Wir wurden geblendet vom heiligen Licht und verbringen nun unser Sein in einer Welt ohne Licht. Alter Falter, ihr habt auch nichts mehr, was schön ist, oder? In eurem Leben. Es geschieht alle 800 Jahre. Desmal zum 4. Mal. Je mehr Licht du sehen wirst, desto größer ist die Macht der Dunkelheit. Keiner weiß, welch Ding das Licht desmal gebärt. Oh, nett. Also mit euch macht's ja richtig Spaß hier, ne? Mit viel Glück bricht hier Beerdigung aus bei der Stimmung. Schon so lange sind wir Zeuge von Zerstörung, wie er in der Untergang vom Inka-Reich erlebt. Die Inka-Statue ruht in einer Höhle unter uns. Wenn du willst, gehört sie dir. Steig in die Tiefe der Höhle. Geh jetzt. Okay, okay. Ich werde hier auf dich warten. Ja, Dankeschön, ne? Aber du können wir dich eh nicht gebrauchen. Da müssen wir nämlich kämpfen. Das sind die Kreaturen, die vom Licht des Kometen berührt wurden. Sie wurden zu willenlose Bestien, die nichts außer Hass und Vernichtung empfinden. Es sind Saarländer. Schaffst du es, sie binnen 20 Sekunden zu zerstören, belohne ich dich mit der Statue. Entschuldigung, das hat jetzt einfach sein gewesen. Ah na, so sieht man also aus, wenn man vom Komet berührt wird. Das sind keine schöne Aussichten, wie ich finde. Wie im richtigen Leben halt, ne? Wenn vom Komet berührt wirst, wirst du zum Saarländer. Und die sehen dann halt so aus. Da kann ich noch nichts davor. So. Heil dir, Bezwinger der Bestien. Der Lohn sei deiner. Hier ist die Inka-Statue. Ja, ich bin Pelzer. Das ist irgendwie mein Job, Saarländer zu bezwingen. Kein Ding. Entschuldigung an alle Saarländer, ich kann da einfach nicht widerstehen. Du hast die Inka-Statue B-Erhalter. Ja, das ist doch geil, ne? Das ist doch so richtig gierig. Oh, na. Na. Sonst gibt's hier nichts. Wir gucken uns die Dinge aber mal im Inventar an. So, da haben wir sie. Die A, Statue in Geisterform. Und B, ach, in Geisterform. Ja, richten wir uns schon mal aus damit. Die Statue, du bist ja fantastisch. Du hast jetzt beide Inka-Statue. Wollen wir zu der Ruine? Oh, noch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Will. Du musst gehen, egal was passiert. Ja, du hast ja recht, ich höre meinen Papa rufen. Ich will gegen die Dämonen kämpfen, aber um meinen Papa zu finden, werde ich alles machen. Du wirst es nicht verstehen, weil du hast ja deine Eltern nicht verloren. Typisch, ich verstehe. Lass uns zu der Ruine gehen. Okay, ich habe also absolut keine Wahl. So sind sie dann zu der Inka-Ruine gezogen, obwohl er nicht wollte. Ich wollte eigentlich noch mit einem Mondvölklis retten, aber wir haben offensichtlich keine Wahl. Ab vom Mondvolk zu der Ruine der Inkas. Das ist damit auch unser erste Aldi-Kultur. Es ist zwar so Fantasiewelt hier, könnte man so sagen. Trotz allem sind immer wieder so reale historische Kulturen dabei. Obwohl ich jetzt keine Inka-Statue kenne, würde ich so ein riese Zinke hätte, aber meinetwegen. Dann ist es halt so. Okay, Ruine-Eingang. Hier ist der Eingang zu der Ruine. Man sagt, dass hier das Rätsel der Inka-Legende verborgen ist. Die Alte haben von einer Legende erzählt, als ich noch ein Kind war. Nach der Invasion haben die Inkas beschlossen, das Land zu verlassen, um eine neue Welt zu finden. Sie haben ein riesiges Schiff gebaut und haben es mit all ihren Reichtümern beladen. Doch in den Notizen ist das Auslaufen vom Schiff nie erwähnt. Denn hat das Schiff gegeben. Die ganze Sache wurde sehr geheim gehalten. Keiner soll es erfahren. Es hat sicher Bedeutung, dass du davor erfährst. Sieht wohl so aus, ja. Und jetzt sind wir hier an der alten Ruine, die anscheinend ein wahre Grabmal waren, wie sie uns gesagt haben. Aha, huch, kommt sie hinter der Statue hergerannt. Wie konntest du nur, du hast mich zurückgelassen, Schande mit dir. Es ist doch Schande über dich oder so. Naja, Hauptsache die Musik ist fröhlich. Warum bist du hierher gekommen? Es ist gefährlich hier. Lola hat mir von dem Ort hier erzählt. Ich habe gedacht, du hättest mich verlassen. Du hättest mir doch alles sagen können. Doch was sucht denn Will in der Ruine? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen, während Will sich in Gefahr begibt. Ich will hier auf Will warten. Du bist ja sehr hartnäckig. Ich will hier mit dir warten, einverstanden? Okay.
Will, ich erinnere mich noch an die Worte von der Alte. Dort, wo die Geister in mir atmen, dort am Larai-Riff soll die Statue verharren. Der Winter ohne am Riff wird dir weise den Weg zum Schiff. Schöne Worte. Also Wind, Statuen und alles ist toll. Ja, bla bla bla, das können wir schon. Und du? Hast du wenigstens gefunden, wann du gesucht hast? Nee, ich war noch nicht mal drin, Mädel. Aber das holen wir dir direkt noch hier. Larai-Riff. Jetzt wird aber ordentlich gepiffe hier. Am Larai-Riff weht ein fürchterlicher Wind. Offensichtlich haben die Alte dort mit der Atem der Geister gemäht. Das ist das Riff, an dem kein Wind weht. Ich spüre die Magie. Ja, das spüre ich auch immer bei jeder Ausgrabung. So, dann gehen wir mal hier rein und... Igitt, was bist denn du für einer? Wäh! Du ekliger Sandschwabbler. So. Ihr habt doch bestimmt auch alle Namen, aber die kriegen wir leider noch nicht gesagt, die Namen von denen. So, okay. Probieren wir nochmal den Psycho-Dash und gucken mal, was wir dort mit bei den Gegnern anrichten können. Ui, machen wir doch ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Hör auf, du Gesichtrian. Zack. So. Und weiter geht's. Immer heiter weiter. Ja, nimm du ruhig Alaf. Das kann ich auch. Das kann ich sogar viel besser als wie du. So. Und zack. Jetzt werden wir dagegen gestürmt und schon ist er kaputt. So, dich nehmen wir auch noch gleich mit, du Sandgolem oder was auch immer du sein sollst. Wie ist der eklige Kerl auf jeden Fall. So, wir haben uns eure Leben verdient, ihr liebe Leid. Sieht ganz so aus, als hätten wir uns hier wirklich ihr Leben schon verdient. Und unsere Abwehr haben wir auch noch hochgepumpt. Sehr geil. So, da muss anscheinend irgendwas rein hier in das Ding. Das haben wir aber offensichtlich noch nicht. So, hier ist nur Sackgasse. Und da links geht's weiter. So. Ah, das sind wieder ein paar Saarländer. Und was haben wir hier noch? Bisher nix. Und 50 Gegner sind hier insgesamt. Alle ab. Aber ich muss auch echt sagen, die Gegner sind wirklich alle für die Zeit von 1994, wo das Spiel hier rauskam, wirklich sehr gut gemacht. Also ich muss gerade wirklich sagen, die Grafik von Illusion of Time war immer etwas, was mich an dem Spiel damals sehr begeistert hat. Man hat halt wirklich nicht großartig die Auswahl gehabt, was Spiele angeht. Von daher war das schon ziemlich Bombe. Im Vergleich zu Secret of Mana fand ich hier die Grafik von Illusion of Time eigentlich schon echt ziemlich geil. Aber das Nonplusultra, was Grafik bei Super Nintendo angeht, ist und bleibt dann wirklich Terranigma. Aber das hat ja wirklich alles machen können, was ging, weil Terranigmas letzte große JRPG von 1996 war. Insofern hat es natürlich auch auf alle Errungenschaften der Grafik zurückgreifen können. So. Ich finde, man sollte sowas generell auch immer im Zeitgeist sehen und nicht, dass man sagt, im Vergleich zu heute ist es immer voll die Schrotto-Grafik, sondern ich sehe das einfach im Zeitgeist, wie das damals halt war, was so damals die Möglichkeiten waren und oh Gott, verschluckt noch vor lauter Arg. Und dafür war Illusion of Time doch wirklich sehr gut. So, Lebensenergie erhöht und wir haben neue Knubbel gekriegt. So. Larai-Riff, was finden wir dann hier Schönes? Du hast eine diamantförmige blaue Steckfunne. Gewitterleid, das ist doch mal was, ne? Alla hopp. Dann gehen wir wieder zurück. Müssen wir nämlich ständig außer rumlatschen. Jetzt können wir hier. Da kommen wir nicht hoch. Gut. So, da können wir auch nochmal hochwatscheln. Piep, 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 piep. So, gucken wir doch einfach mal, was hier passiert. Oh, toll. Können wir gegen die Wand rennen und zwar mit richtig Schmackes. Alle hopp. Dann sollte ich nochmal hier. Blauer Stein, diamantförmiger Stein. Alle hopp. Der scheint ja wohl da rein zu passen, wo wir es gebraucht haben. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass die Gegner hier nie respawnen, dass da eine gegnerfreie Zone wirklich eine freie Zone ist. Der Stäfer sinkt in der Öffnung. Tja, was passiert dann jetzt Lustiges? Bewege kann ich mich gerade nicht. Aber gar illustre Steine fliegen auf den Boden. Ja, wie im richtigen Leben nach wie vor, ne? Okay.
Jetzt können wir hier entlang watscheln. Und bei den Gesichtern sind anscheinend auch noch ein paar Eingänge. Und 50 Gegner sind hier auf dem Larai-Riff Gesamtkarte noch unterwegs. Siehst nix wie truffende Wetter. Vor allem, wenn das so hässliche Sandfreaks sind wie die hier. Ups, so, gut, gerade noch gerettet. Und da müsste jetzt eine Treppe erscheinen. Ja, genau, da haben wir jetzt ein Leder freigeschaltet gekriegt. Und ich kann es wie bei jedem Let's Play nicht sein lassen. Ja, von da kam mal ursprünglich rein. Leder, für die es noch nicht kennen, für die mir neu zugucken. Leder auf Pelzig heißt Leiter und der Werkstoff Leder ist auf Pelzig Leder. So, da wären wir sonst beim Springen runterkommen. Gibt ja sonst keine andere großartige Möglichkeiten, wo wir hätten rauskommen können. Und so, dann gehen wir hier erstmal hoch. Okay, da ist ein Skelett. Aber ich muss halt, wie gesagt, auch anmerken, dass Illusion of Time wirklich ein relativ erwachsenes Spiel ist. Auch mit der düsteren Grundstimmung und der Botschaft, die so vermittelt wird, ist es doch ein eher erwachsenes Spiel. Ein Abenteurer, der noch im Inka-Schiff gesucht hat. Sein Leber hat in einer tödliche Falze gefunden. In der Hand von einem Tode findest du Pergament. Auf ihm steht: Papa, pass auf dich auf. In Liebe. Na. Wenn du das Gold findest, hüt's gut. Sabas. Das klingt aber nicht so gut. Moment, euch kann ich doch mit dem Gedöns hier einrennen, glaube ich. Genau. Wusste ich doch, dass da was war. Den kann ich verschieben, dann muss ich nicht extra einrennen. Aber dann können wir auch mal kaputt schlagen. Batsch. Und wir finden Heilkräuter. Sehr schön. Besser als in die Hose geschissen, ne? Dann gehen wir nochmal hier lang. Moment, wenn wir jetzt schon mal hier sind, haben wir genauso gedacht, das Ding einfach nur kaputt machen, um zu gucken, was passiert. Aber es passiert wohl nichts. Ja, kommt mal her, ihr Saarländer, ihr zwei. Euch erwische ich so leider nicht. Ach, die kommen ja alle lustig hierher. Wo ich dann Kirschade nehmen muss. Das finde ich sehr gut. Komm her. Zack. Und wobei ich generell hier als Pelzer alle Dämonen als Saarländer bezeichnen würde und nicht nur die Würmchen hier. Okay, es sieht wohl so aus, als kämen wir hier nicht durch. Hier sind aber noch 4 Gegner versteckelt. Also es sieht so aus, als kämen wir hier noch nicht durch. Okay. Nehmen wir mal einfach so hier, wie es ist. Und die Gegner in dem Bereich haben wir ja sowieso schon platt gemacht. Aber dass ihr das jetzt auch nochmal seht, wow, hey, und zack, wir kommen natürlich genau da. Wer hätte es gedacht? So, ich glaube, da lernen wir dann, glaube ich, auch noch so ein minzgrünes Lied, wenn mich nicht alles täuscht. Generell in dem Gebiet müsste man so ein minzgrünes Lied lernen. Also die Note ist zumindest in so einer minzgrüne Farbe. So. Und zack, 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 zack. Plätsch. Und weg ist er. Zack, zack. Gut, da kommt noch so ein anderer Schimmler gekackt. Den machen wir auch noch fertig. Geh weg, du Schimmler. So. Zack, zack. Und weg bist. Fertig. Südele. Das sieht doch ganz ordentlich aus hier in der Gegend. Da kommt jetzt nochmal so einer. Okay, dann machen wir das dann so. Dann können wir dann nämlich hier fertig machen. Batsch. Und da sind noch 2 Würmchen. Probieren wir es doch mal so aus. Ja, Silver ziehe ich dort mit ab. Das ist eine ziemlich ordentliche Kraft, den ich einfach mal so frech behaupte. Und sehr gut. Nur wieder die Stärke erhöht. Das kann ich gut gebrauchen. Huch. Hier bilden sich spontan irgendwelche Glibberpfütze. Und 3 Mal muss ich sie nur treffen. Zack. Weg ist er. Okay. Dafür sind also die Podeste da, dass du die Köpfe sich ausruhen können. Und ich mache jetzt noch den Raum für heute sauber. Und dann denke ich doch auch, dass wir da unseren Cut setzen können für heute. So, zack. Du bist auch gleich kaputt, du Pfütze Glibber. Und du auch, jawohl. Sehr schön. Moment. Gerade nochmal gucken, da drüber ist noch einer, an den ich noch dran komme. Ja, an den komme ich wohl nicht dran. Schade drum. Nee. Wie kriege ich dann denn da rausgelockt? Gerade mal gucken. Nee.
In unserem derzeitigen Inventar wäre das nix. Nö, an den komme ich nicht dran. Okay. Dann, so. Nö. So, komm mal an dran. Ich weiß, dass der die Seele hat. Dass du das Ding aufgemacht wird. Ich glaube, da brauchen wir Freedan wieder. Dass der die Pforte für uns öffnet. So, warte mal. Du müsst jetzt irgendwo ein Sphäre-Portal kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann schauen wir mal. So. Die Gebeine von dem Schatzsucher, sie flüstern etwas. Die Statue. Verschieb sie. Okay. Gut zu wissen. Und zack. Da ist noch einer. Den haben wir vorhin nicht erwischt. Der macht jetzt wieder Leder auf für uns. Jawohl. Gut. Müsste hier irgendwo ein Sphäre-Portal sein. Oh, hoppla. Moment, das sollte so nicht sein. Geräusch ertönt, wenn man die Fliese dreht. Es gibt 4 Goldfliese. Muss ich rechtzeitig auf alle Stelle. Stimmt, das war anders. Euch muss ich erst platt machen, nachdem ich hier alles verschoben habe. Okay. Gut, allerhopf, dann würde ich aber sagen, ihr liebe Leute. Ich mache jetzt hier erstmal meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder. Übermorgen wieder. Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht drin. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zur Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.